Ich glaube, es ist die Hannah. Bist du das? Yes. Oh Gott. Yep. Es hieß ja auch manchmal, wäre es am geschicktesten nichts zu machen, ja. Nee, ich zeig's dir einfach. Sieht gruselig aus. Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Until Dawn auf Pilzig. Ja, in der letzten Episode waren wir stehen geblieben, als wir hier mit dem Mike und mit der Jess in die Hütte hier gegangen sind und da haben wir die tolle Eishockey-Maske gefunden oder was auch immer das da war, ne? Und jo, die zwei werden immer noch vom Predator verfolgt, aber ich habe jetzt mal beim Schnitt reingeguckt und habe da mal das, was wir im Teleskop gesehen haben, aus der Nähe betrachtet. Und das sah ja ganz schön wiescht aus. Das waren Fangzähne und das waren milchige, schon blinde Aare eigentlich. Und nach dem, was wir in der Mine gesehen haben, komme ich einfach nicht umhin zur Sache, dass das höchstwahrscheinlich, was wir da gesehen haben, ein Wendigo gewesen ist. Das wird auch dafür sprechen, dass da überall dann immer die Thermosicht zu sehen ist und so. Und indianische Volkssage zufolge soll der Wendigo ja auch milchig weiße oder rote Haare haben und kann auch eine menschliche Form in Form von so einem Eisskelett haben. Das steht hervorragend besser. Und ich glaube, du wollt uns einer in der Mine warnen und hier ist ein Wendigo los. Also es sieht zumindest auch hervorragend zu dem Basser. Was man so an indianischer Sache hier so entdecken. Also ich glaube definitiv, die zwei werden gerade von einem Wendigo verfolgt. Uiuiuiui. Okay. Mal wieder die Natur, die sich erhebt. Und was ich auch noch festgestellt habe, ich gehe jetzt gerade mal nochmal in die Einstellungen. Und kümmere mich bei Audio nochmal darum, das können wir durchaus einen Ticke lauter machen. So. Spiel ist nicht so laut. Und ich denke, das können wir so machen. Und bis Folge 6 habe ich wirklich noch mit Facecam aufgenommen. Und ja, es ist etwas ungewohnt für mich, wieder ohne Facecam zu kommentieren. Ich will es gar nicht wissen. Anna. Was sind denn das für Geräusche? Ich glaube, das wegrennende Vieh hat's erwischt. Oh ja, da liegt's. Ich glaube, da liegt's. Da dampft's auch schon. Kommt frisch Blut raus, ne? Verdammt. Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Oh nee, das sieht nicht gut aus. Ich beruhige ihn. Ich würde ihn zwar lieber umbringen wollen, aber wenn ein Mädel dabei ist. Hey, Mann. Oh mein Hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Ja. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Oh Mann. Hoppla, nein! Oh Gott, ja, renn! Was zur Hölle war das? Keine Ahnung. Eine Brücke ist hier lang. Mike, komm her. Oh Gott, spring! Ist ein Bär. Bestimmt ein Bär. Oh Gott. Abkürzung riskieren! Schnell! Es muss schnell gehen. Nein! Das erste Mal, dass ich bei so einem Event gefailt habe. Jetzt aber. Oh Gott, ich habe gerade Herzrasen. Ja, nein! Jetzt komm wieder hoch. Komm schon, wir müssen weiter. Ja, ja. Mike, hol den Schlüssel. Du musst sie öffnen. Oh mein Gott. Was? Alles unter Kontrolle. Manometer. Schwachsinn. Nein, 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. Ich mich auch. Einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, wir kommen
kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und Was? Ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Internet ist nicht real? Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Naja, ich nicht grad. Typisch. Das ist nicht die Schmetterlingseffekt. Kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Na Hey, dann, das die hört hat sich aber ja Arschbrüche. gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike, Ja, Feuer und Beleuchtung bitte. ja. My lady. Da fliegen doch die Eiskernle hier rum in der Luft. Da ist doch bestimmt richtig warm. Die Leute haben nie Handschuhe an. Und haben immer so rosige Gesichter. Also ganz im Ernst, denn kann es nicht so kalt sein. Ja, Schmetterlingseffekt hatten wir jetzt wieder, ne? Jetzt gucken wir gerade nochmal rein. Wie sieht's dann aus? Oh, Mutter, der Romantiker. Und mit der Jess sieht es eigentlich auch ganz gut aus von der Beziehungsstatus her. Das Schlechteste ist, glaube ich, echt die Ashley. Warum auch immer. Oh, aber unsere Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft ist relativ zurückgegangen, muss ich sagen. Ja, der große Romantiker hier, der Mike. Ach Gott, was ein dummer Hund. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Ja, Cool. Pins doch. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Ja, runter damit. Zack. Oh! Ups. Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Du bist falsch verkabelt. Allerdings. Was haben wir da noch? Ein Bild? Gucken wir uns auch nochmal an. Das ist die Hannah, oder? Hinweis entdeckt. Tennisfoto. Hannah holt Bronze beim Alberta Junior Invitational Du 2013. sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Ja, ich hol mir erstmal Stimmung, indem ich mal Fotos anguck. Grein doch. Was haben wir da noch? Da ist noch was. Das ist eine Streichhölzer. Das Kamasutra, bearbeitet von Tom Heaton. Ja, das gefällt ihm bestimmt, Tom. Mike. Ja, er macht auch schon die richtige Handbewegung. Zack, zack, zack. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Oh, Jo. was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Ich wollte mal aber eigentlich angucken und durchlesen, was da drin steht. Ich wollte lesen, was drin steht. Wenn einer der Liebenden ein oder beide Schenkel des anderen zwischen seine oder ihre eigenen Schenkel aus Kräften presst, so wird das die Schenkelumarmung genannt. Vielseitiger Einsatz des Vergnügens in seinen höchsten spirituellen und physischen Formen. Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss, muss die Frau und der Geliebte höchst ekstatisch erwidern. Die mannigfaltigen intimen Freuden des Fleisches sind Ausdruck sowohl weltlicher Zuneigung als auch spiritueller Einigkeit. Daher muss, wenn der Ehemann die Position aufsteigender Elefant einnimmt, die Frau mit der Position antworten, die seit Urzeiten als prächtiger Schwan bekannt ist. Die fortgeschrittene Position, die als Eremit auf der Leier spielend bekannt ist, wird oft mit einer Position gepaart, die viele Namen trägt, aber zumeist tausendschön genannt wird. So. Oh, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Wenn man das Bild einer Person im Spiegel oder im Wasser küsst oder den eigenen Schatten an der Wand, ist das ein Kuss der Offenbarung. Wenn die Frau ihre Schenkel um die ihres Liebhabers verschränkt, entsteht die umschlingende Position. Na, weiter? Weiter geht's nicht. Okay. Nur die zwei Sachen Hämmer. Alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid, ne? So, jetzt hat er sich dumme Idee geholt. Aber ich mag mich hier, wie gesagt, immer ganz umgucken, bevor ich da weitermache. Und was ist dahinter? Da, da, da. Mann, verdammt!
weg! So ein dummer Hund. Verfluchte Scheiße! Fuck, shit! Das war auch sehr Du kleiner überzeugend. Schisser, Mike. Komm schon. Wow, fuck, shit. Manometer, der war echt die Emotionen mit Löffel gefressen hier, der Bursche. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes, was wir uns angucken könnten? Nee. Dann latschen wir halt ein bisschen gegen das Bett, ein bisschen gegen die Wand. So 90er-Jahre-Style. Das hatten wir schon. Mann, das ist echt ungewohnt mit Facecam wieder. Ohne Scheiß. Ich bin so normalerweise immer gewohnt, dann durch rechts auf die Facecam noch zu gucken. Und dann habe ich auch die Zeit immer ganz gut im Blick. Na, was machst du dann? Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest Ja. du's nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein 4. dieses Jahr. Oh Gott. Okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Ja, eher was immer das war. Okay. Ja, 4 Handys in einem Jahr, wie geht denn das bitte? Ist ja ganz schön schlampig mit ihrem Zeug. Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki? Ach Den du Spruch musstest Scheiße. du unbedingt loswerden. Hab ich recht? Was? Ein peinlicher Typ. Haben wir da irgendwas, wo wir noch können? Nee, da ist aber noch was. Oh, Jess! Oh, coole Jagdgewehr. Sieh dir das an! Ist es ein Feuer? Nein, viel cooler. Nicht schlecht. Ich zeig's auch mal. Ne? Gefall ich dir? Mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Nicht? Okay, Die lässt sich aber durch gar nichts in Stimmung bringen. verstehen, was uns verbindet. Okay, alles klar. Ja, Waffe ist doch schon mal nicht schlecht. Status-Update, ja, sehr geil. Ich hab auch sehr gern eine Waffe in der Nähe, wenn uns da irgendeine Kreatur attackiert. Native American Myths and Legends. Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner von Joseph Malik. Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an, doch der konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf den Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurchrannte. Doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald in Händen halten würde. Doch da fiel ein großer Baum um und versperrte ihm den Weg. Er musste umkehren und einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bärin. Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bärin konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet das eigene Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stamms. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Oh, das macht es jetzt nicht wirklich besser. Ja, das ist dieses Zeichen von dem Wendigo, was ich da gesagt habe. Aber ich sehe da unten drunter a ward or spell protecting against evil spirits. Also das soll ein Symbol sein, um gegen böse Geister sich zu schützen. Und da haben wir den Schmetterling auch gleich. Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzten Zeichen und Symbole, die sie in Bäume ritzten oder an Wände malten, um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Viele Symbole vermittelten religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz, andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von anderen Stämmen nicht gedeutet werden. Die Abbildungen unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada benutzt wurden. Bild eines Jägersymbols. Gutes Jagdgebiet. Bild eines Schmetterlingssymbols. Eine Vision oder ein Traum von der Zukunft. Bild eines Schädelsymbols. Ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Kann man weiterblättern? Nee. Nur die 2 Seiten wieder.
Okay, dann wissen wir jetzt Bescheid. Wollt irgendjemand, wie es aussieht, gegen böse Geisterschützer? Okay, dann machen wir hier noch das Feierla. Yep. Na, damit habe ich anscheinend irgendein Problem. Ah, ich muss hochdrücken und dann, ne? Ja. Da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Und dann noch das hier, ne? Zack, uff. Ach Gott, wie es aufreizt, der Loverboy. Bisschen Holz drauf. Und dann zünd's mal Meister. Und zack. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Ja, verführen. Lass uns rummachen. Das ist sehr verführerisch. Ich beruhige sie mal so softie-mäßig. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Zickt da wach die ganze Zeit nur rum wie der Papst im Puff. Das gibt's doch gar Da nicht. ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Da draußen ist Es nur eine gefällt mir Kreatur, die uns wirklich umbringen will. nicht. Oh, da ist sie wieder. Ja. Fensterläden zu. Messer rein, Gedärme raus. Ah, jetzt kommt bestimmt die Kreatur. Fenster zu, Kreatur rein. Oh Gott, ich warte nur, dass was kommt. Voila, die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und Was? Was durchzuziehen? also, ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Herzlichen Glückwunsch. Beruhigend. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Oh ja. Auf jeden Fall. Der ist auch sehr eloquent hier, der Herr. Komm her. Das ist super mega scharf. Alter Vielleicht habe ich Falter. auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Ach du Scheiße. Was für Sprüche. Hauptkreatur, Zerreißer. Danke. Hopp, worauf wartest du? Einfache Beute. Los, schnapp sie dir. Fass, fass. Hör auf zu spannen und frisse. Los, bring sie um. Du hast Hunger. Oder spiele ich jetzt das Vieh? Ich habe mir vorsichtshalber auch meinen Controller irgendwo immer ablege, falls ich nicht bewegen nur hab. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Ah je, jetzt dürfen wir noch suchen. Grad wäre er kurz davor gewesen, der Mikey Boy.
Und jetzt müssen wir noch gucken. Aber ihr liebe Leute, noch... Oh, ich habe gedacht, ich müsste... Könnt ihr irgendwas machen? Okay. So. Okay. Was ist das? Das ist Musik, ne? Okay. Ich glaube, da war Musik. Ja. Tatsächlich. Okay. Na gut, und dann sehen wir in der nächsten Episode, wie es weitergeht, ihr liebe Leute. Also machen's gut und bis morgen wieder. Ian Yankee. Weil Michael und ich nämlich gleich ficken. Genau. Wir haben jetzt gleich Sex. Und der wird echt heiß. Hinweis entdeckt, Drohbrief. Okay. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Oh Gott!